Grüß euch, der Fido des Don't Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurer Sagt. A Bavarian Tale, es geht weiter in der Reise, wir wollen das ja irgendwann nochmal durchbringen. So wie das jetzt sieht, haben wir da noch einen Punkt zum Vergeben, den ich eigentlich gedacht hätte, den hätten wir schon verbraucht. Aber Empathie darf man auch noch hochschneiden. Und dann geht's erst einmal zum Markt. Oder erst zum Pfarrer, ist eigentlich wurscht. Gehen wir zum Pfarrer. Nochmal mit dem Pfarrer reden. Da ist er. Pfarrer Bayerle. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Der Pfarrer Bayerle hat einen gütigen, aber erwartungsvollen Blick. Sind dann auch aus dem Wirtshaus direkt nach Hause gegangen? Können Sie Ihren Sonntagsjacke mal in Augenschein nehmen? Können Sie mir weiterhelfen? Ich bin auf der Suche nach dem Bürgermeister. Wir nehmen das erste. Sehr richtig, lieber Valentin. Das war schließlich genug Aufregung für einen Tag. Und es wurde auch spät. Kann das jemand bestätigen? Verdächtigst du mich etwa des Mordes? Einer Todsünde? Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Aber Herr Bayerle, meine Fragen richten sich an alle Dorfbewohner gleichermaßen. Sie sind doch auch ein Bürger dieser Gemeinde, nicht wahr? Der Sünde gibt es viele, wie Sie wissen. Nicht jede Sünde muss gleich ein Verbrechen sein. Die Einordnung ist komplex und nicht meine Aufgabe. Sie atmen jetzt mal ganz tief durch und beantworten mir bitte schön mal eine Frage, bevor mir die Geduld ausgeht. Ich glaube, das erste kommt am besten bei. Mit deiner geschwollenen Rede kannst du nicht verschleiern, dass du mich eines Mordes verdächtigst. Das werde ich mir merken. Frag einfach die Renate und lass mich in Ruhe. Sie kann alles bestätigen. Herzlichen Dank. Könnte ich Ihre Sonntagsjacke mal in Augenschein nehmen? Die wurde für kleinere Reparaturen an Apollonia übergeben. Es gab ein paar Ausbesserungen zu erledigen. Aber gehen Sie nur zu ihr und schauen sich die Jacke an. Aber können Sie mir weiterhelfen zu dem Bürgermeister? Nein, 2. Gespräch verlassen. So, dann haben wir das. Dann müssen wir jetzt zur Renate und zur Apollonia. Wo sind denn die? Renate! Apollonia! Wo ist die Renate? Renate! Apollonia! Renate! Wo ist denn die Renate? Ich habe keine Ahnung, wo wir Renate oder Apollonia finden. Natürlich jetzt unpraktisch. Wer bist du? Bist du die Renate oder die Apollonia? Nee. Bist du die Renate oder die Apollonia? Renate! Die kleine Frau hat einen freundlichen Blick und ein leichtes Grinsen auf ihrem Gesicht. Grüß Gott! Na so ein fescher junger Mo. Da schau her. Sie sind Frau Oberlechner, richtig? Die Haushaltshilfe vom Pfarrer Bayerle? Ja, so ist. Gar seltener Besuch, das ist mir ja erfreut. Die Freude ist meinerseits. Valentin Schmidt mein Name. Physikatsberichterstatter. Ich bin aus der Stadt geschickt worden. Ja, da schau her. Berichteschreiber. Das ist ja höchst interessant. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mir behilflich sein können. Nennen Sie mich doch bitte Renate, Herr Valentin. Sonst käme ich mir ja gar so alt vor. Wie kann ich helfen? Gern, Renate. Ja, bitte, Herr Valentin? Informationen dazu. Renate, können wir den vertraulich sprechen? Es geht um Sie und Herrn Bayerle. Ja, das machen wir doch gleich. Oder machen wir erst... Nein, wir machen das. Aber selbstverständlich, Herr Valentin. Ich habe interessante Informationen erhalten. Sie scheinen mit Herrn Pfarrer neben Tisch auch Bett zu teilen. Gewiss kennen Sie die ältere Dame am Ortsrand. Eine interessante Gesprächspartnerin auch über Sie und den Herrn Pfarrer weiß sie zu berichten. Ich komme gleich zum Punkt. Haben Sie? Und der Pfarrer einfällt es. Wollen wir mal knallhart sein? Komm, wir sind mal knallhart. War Was falsch. glauben denn Sie, wer Sie sind? Sowas Gescherz einfach so rauszuposaunen. Unverschämtheit. Also entschuldigen Sie bitte, Sie kennen ihn schließlich nicht. Aber, mei,
Die Leute ratschen halt gern. Wissen's, normalerweise passiert hier nicht so viel und dann spinnt man sich halt was zusammen. Aber an der Geschichte ist wirklich nichts dran. Manche Leute sind einfach ein bisschen engstirnig. Die können sich eben nicht vorstellen, dass der Herr Beile und ich ein freundschaftliches und respektvolles Verhältnis zueinander haben, aber sonst auch nix. Ich ärgere mich da auch gar nicht. Was bringt's denn? Manchmal wird der Herr Pfarrer da schon ein bisschen wütend, aber ich hab genug anderes zum Tor. Eigentlich müsste die ja langsam wieder weiter, Herr Valentin. Natürlich, Renate. Danke für die Auskunft. Ja bitte, Herr Valentin? Ich habe eigentlich nur eine kurze Frage zum besagten Sonntagabend. Ja, ich weiß von der Sache mit dem Lenz. Gott hab ihn selig, den armen Burschen. Also, gehört hab ich davon. Dabei war ich natürlich nicht. So spät bin ich nimmer unterwegs im Ort. Ich hab schließlich meine Hausarbeit zu erledigen. Mir ist ja ganz recht, wenn der Pfarrer mal außer Haus ist. Dann geht er mir nicht den Weg um. Sie wissen schon. Sagen Sie es ihm aber um Himmels Willen bloß nicht. Der kriegt sowas schnell in den falschen Hals. Keine Sorge, das bleibt unter uns. War er denn lange aus am Sonntagabend? Sagen Sie mal, ist das jetzt so ein Verhör? Aber nein, keine Sorge. Ich will mir nur einen Überblick verschaffen. Ich kenne mich doch gar nicht aus hier im Ort. Na toll. Läuft ja schon wieder richtig gut. Parfüm. Jetzt ist gerade 12. Jetzt brauche ich es nicht mehr fressen. Eine 4 Minimum. Also. Ach, Glück gehabt. Ja, ich freue mich ja, dass Sie sich für unseren schönen Ort interessieren. Wissen Sie, der Herr Pfarrer ist abends gern im Wirtshaus und trinkt einmal ein Bier. Aber wann genau er jetzt am Sonntag heimgekommen ist, mei, wie spät wird's da gewesen sein? So um eine 9 herum muss er da gewesen sein. Ja, Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank, Renate. ja bitte, Herr Valentin? Das war's. So, dann haben wir Renate gefunden. Bräuchten wir bloß noch was ist das? Aufheben. Nehmen wir. Apollonia. Du bist nicht die Apollonia, haben wir schon mal festgestellt. Wo kann denn die Apollonia noch sein? Da ist ein Weiberns. Da ist nur ein Weiberns. Jetzt, wenn wir schon da sind, kann man nochmal mit dem Knecht sprechen. Oh, bitte. Nein, der will nicht. Grüß Gott, Friedel. Wie kann ich heute helfen? Ich habe alles meinen Berichten mitgeteilt. Sie sagen, dass Sie nun etwas loswerden wollen. Ja, ich bin mir jetzt doch nicht ganz sicher, ob ich Ihnen wirklich alles sagen soll. 3. Und eine 11, wenn wir brauchen, das kann schon ordentlich in die Hosen gehen, gell? Mehr wie eine 2. Und jetzt einfach eine zweistellige Zahl, bitte. Dieser Ort trägt eine Last auf sich, derer Schwere zu tragen nicht allen Schultern bestimmt sind. Na, tut mir leid, ich möchte jetzt aber doch nichts sagen. Ich glaub, Schweigen scheint mir eine größere Hilfe zu sein. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das hat dann mal überhaupt nicht funktioniert. Was ein Kack. Okay. Also bist du die Apollonia? Na, bist nicht. Apollonia! Wo ist denn die Apollonia? Wer ist denn die Apollonia? So viele Fragen. Bist du die Apollonia? Bist die Charlotte? Du bist nicht die Apollonia. Apollonia! Zwiebeln. Apollo. Oh. Wir sollen uns hier umschauen, wo? Jetzt ist das mal wieder. Oder ist das wieder
Völliger Humbug. Hier. Baumstamm. Der Baumstamm sieht aus, als ob er bewegt worden wäre. Untersuchen. Füße, das werden wir jetzt gerade noch übrigen, oder? Oh, Nase. Scherz oder was? Große Breze. Große Brotzeit, da haben wir 2 davor. Zack. Und da haben wir kleine Brotzeit, haben wir auch 2 davor. Schauen wir mal, ob wir die noch brauchen. Schaut nicht so aus, als wenn wir es brauchen. Oh, oh, oh. Mit aller Kraft stemmst du dich gegen den Baumstumpf. Hinter dem Baumstumpf kommt ein Schlüssel zum Vorschein. Du probierst ihn aus, aber hier passt er nicht. Vielleicht hat das Haus einen Hintereingang. Du solltest mal eine Runde um das Gebäude machen, um die Türen auszuprobieren. Da ist Krokodil und da ist wieder Zaun, dann gehen wir andersrum. Das ist aber die einzige... Oben! Oben! Geh her auf, der Doktor hat sie aufknüpft. Geh her auf. Das erste, was wir machen, ist da. Ja, dem können wir nicht mehr helfen. Die Leiche des Arztes untersuchen. Geleckfett. An einem Strick hängt der leblose Körper des Arztes, wenige Zentimeter über dem Boden. Ja, untersuchen! Die Haut des Mannes ist ganz blass. Seine Lippen sind blau und seine Fußgelenke ist kein Puls mehr festzustellen. Der Körper ist bereits etwas abgekühlt. Der Kragen des Arztes ist voller Blut. Am Hinterkopf klafft eine Platzwunde. Du solltest dich hier genauer umsehen, um nach Hinweisen zu suchen. Hier ist ganz sicher ein Verbrechen geschehen. Der Täter muss Spuren hinterlassen haben. Diese Spuren musst du finden. Dann der wir jetzt gleich mal wieder da die Punkte verteilen, wenn wir dann schon Ausstrahlung, Bauchgefühl, Scharfsinn, Wendigkeit. Ich glaube, dass wir jetzt Bauchgefühl hochtreiben sollten erstmal. Weil wir das bestimmt gebrauchen könnten. So. Wir brauchen eine Breze. Eine bitte, bitte, Breze. Breze, Breze. Oh, da haben wir richtig viele inzwischen. Schaut aber so aus, als hätten wir da nichts. Und dann schauen wir uns das an. Untersuche Schreibtisch. Hier sind die Berichte, nach denen du gesucht hast. Mal sehen, was der Arzt zum Todesumständen von Lenz Glas und der Mark Zenzi geschrieben hat. Oben auf liegt der aktuelle Bericht vom toten Lenz. Alter, Größe, Gewicht, Todesursache unklar, Schlag auf den Hinterkopf, Ertrinken, geschätzter Todeszeitpunkt zwischen 1 Uhr und 5 Uhr nachts. Hier ist der Arztbericht zur toten Zenzi. Alter, Größe, Gewicht. Schwangerschaft, ja, circa 18. Woche. Oha! Todesursache, Tod durch Erhängen. Suizid, geschätzter Todeszeitpunkt zwischen 22 und 24 Uhr. Sehr interessant. Vielleicht kannst du noch einen Hinweis auf den Mörder des Arztes finden. So, wir hatten dann da drüben noch was entdeckt. Stapel Papiere untersuchen. Oben auf einem Stapel Papier liegt ein auffälliger Zettel. Irgendwo hast du so etwas schon einmal gesehen.
Dieses Papier kennst du. Dir fällt auf, dass es sich dabei um ein weiteres christliches Zitat handelt. Mit deiner Lüge bringst du dich selbst um dein Leben. Der Arzt ist augenscheinlich demselben Mörder zum Opfer gefallen, wie auch der junge Lenz Glas. Aber was hatten die beiden Mordopfer gemeinsam? Außer dem Berichten und dem Bibelvers kannst du keine weiteren nützlichen Hinweise mehr im Haus finden. Das finde ich gut, dass es so dasteht. Dann müssen wir nämlich gar nicht länger suchen. Wir sollten aber vielleicht mit dem Bürgermeister reden und ihm sagen, dass sein Arzt hier ist. Aber wir brauchen noch die Apollonia. Erstens wer? Zweitens wo? Holz. Ah, da waren wir schon mal. Das haben wir das letzte Mal schon hängen geblieben. Hey du Zipfel, bist du die Apollonia? Apollonia. Wo könnte denn die Apollonia sein? Wir müssen ja nur... Apollonia? 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 Na? Keine Apollonia. Ich habe wirklich keine Ahnung, wer die Apollonia ist. Haben wir die schon mal aufgemacht? Schloss Knacken, die haben wir noch nicht aufgemacht. Wäre doch alles so einfach wie die Schlösserknackerei. Unfassbar. Löwenzahn, Leber, Ei, ja, wir nehmen alles. Leder. Apollonia. Hä, du? Du Type, bist du die Apollonia? Nein. Natürlich nicht. Wo und wer ist Apollonia? Da hinten ist Dame, die nicht Apollonia heißt. Boah, da ist gerade jemand vorbeigeflogen. Kathi. Das sind alles Burschen. Wo und wer zum Geier ist Apollonia? Hey du Zipfel! Weißt du, wo der Apollonia ist? Na, gell? Die unauffindbare Apollonia. Hey, jetzt wo? Ah, nicht. Problem gesehen. Apollonia. Ey Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich die Apollonia finde. Wirklich nicht. Aber Stecken finde ich. Lass mich überhaupt nicht ablenken von irgendwelchen Zeig, wo sie Eis sammeln kann. Apollonia? Ich weiß echt nicht mehr, wer ist denn die Apollonia? Wir kannten einmal, so intelligent wie ich bin, schauen, wo die Apollonia ist. Renate, Ursel alles, Knecht, Apollonia, hier. Vorname Apollonia Gegenhofer, 22, ledig, Schneiderin, blau, blond, schlank. Ich habe dem Schorsch empfohlen, mit Apollonia zu reden. Es ist das Gspusi vom Schorsch. Das Gspusi vom Schorsch ist Apollonia. Na, dann haben wir schnell zum Gspusi vom Schorsch. Wo ist das Gspusi vom Schorsch? Da gehen wir jetzt einfach den Rückweg. Also einmal entgegengesetzt zu unserer nächtlichen Wanderung. Das haben wir von da hinten wiederkommen. Das heißt, da hinten muss halt Apollonia sein. Ich bin aber ein geschickter Hund. Ein ausgeschammter, geschickter Hund bin ich. Du bist jetzt da irgendwo Apollonia rum, du bist Apollonia. Wie einfach, wenn man es weiß. Gesundheit!
Eine junge Frau steht vor ihrem Haus, ihr Blick fällt auf dich, sie hält inne. Hallo, Apollonia! Christi Valentin, was bringt die her? Haben Sie die Jacke vom Herrn Bayerle gerade bei sich? Ja, die habe ich da. Renate hat's mir vorbeigebracht, damit ich ein bisschen flick. Ausstrahlung oder Physis? Wir machen Ausstrahlung, weil wir so ein ausstrahlender Mensch sind. Na gut, wenn's für einen guten Zweck ist. Hier ist der Janka. Aber pass gut drauf auf, dass er nicht dreckert wird. Sie übergibt dir die Jacke. Danke. Ich habe mit dem Schorsch gesprochen. Ja, wirklich, Valentin? Und was meinst? Der Schorsch mag dich schon gerne. Aber seit er im Krieg war, ist vieles für ihn nicht mehr so einfach. Aber wir helfen da jetzt mit. Komm, wir verbandeln die. Oh mei, der arme Schorsch. Das ist so schlimm, das Eis mit dem Krieg. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das macht mit einem. Aber Valentin, danke, wirklich. So einen wie die kann man schon brauchen. Aber Ja. Valentin, jetzt einmal unter uns. Was meinst du? Ist das alles nur ein Schmarrn mit dem Schorsch oder meint ihr das schon ernst? Sollt ihr es nochmal probieren mit ihm? Ich glaube, der Schorsch meint das mit euch beiden schon. Mit dieser Frage kann ich dir leider nicht helfen. Die solltest du alleine beantworten. An deiner Stelle wäre ich sehr vorsichtig mit dem Schorsch. Vielleicht ist es besser, ihm nicht zu trauen. Nein, wir machen eins. Die sollen ein Paar werden, die sollen heiraten. Na, Valentin, meinst wirklich? Ja, das war vielleicht schon was mit dem Schorsch. Mei, danke, ehrlich wahr. Und dann muss ich mir jetzt nur noch um eine andere Sache kümmern. Ich bin nämlich in andere Umstände. Aber das kann ich mir alles grad gar nicht vorstellen. Vielleicht später mal mit dem Schorsch, aber grad wirklich nicht nah. Du bist schwanger? Und du willst aber jetzt kein Kind bekommen? Es ist nämlich ja so, dass ich das jetzt einfach nicht Heirat hin oder her. Vielleicht kannst du es jetzt gar nicht richtig verstehen. Wie konnte ich dir das jetzt erklären? Schau, nicht immer passt es mit einem Kind. Oft ist der Zeitpunkt nicht richtig. Manchmal kommt der richtige Zeitpunkt wahrscheinlich auch gar nicht. Aber das weiß ich für mich jetzt noch nicht. Ich weiß nur, dass das jetzt nicht richtig ist. Ich muss doch selbst bestimmen können, was mit meinem Körper und meinem Leben passiert, oder? Ich denke zumindest, dass ich das dürfen sollte. Deswegen habe ich die Entscheidung getroffen. Dabei weiß ich natürlich, was das bedeuten kann. So naiv bin ich nicht. Ich kenne voll Geschichten von Frauen, die so eine Entscheidung nicht überlebt haben. Die Verzweiflung, die Angst, die Schmerzen und das Blut. Ich hab das schon mal selbst alles gesehen, Valentin. Wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss, dann werde ich das da. Ich werde keine kaputte Mutter sein, die ihr Kind hasst. Und ich werde keine Rabenmutter sein, die ihr Kind abgeben hat. Bevor ich bei der Geburt stirb ich lieber beim Abbruch. Aber weißt, das muss nicht sein. Beim Arzt konnte ich den Eingriff überleben. Der hat die notwendigen Mittel und der konnte mich retten, wenn was schief geht. Ich konnte ihm aber niemals fragen, der ganze Ort hat es mitkriegen. Wenn du mit dem Arzt sprichst, denkt sie keiner was. Du kannst mir helfen. Du kannst ihn bitten. Du Ja, bist kann ich meine nicht. größte Hoffnung. Okay. Hilfst du mir, Valentin? Bitte. Wir können den Arzt nicht brauchen, der ist tot. Ich denke, ich verstehe, was du meinst. Ich kann deine Not sehen und deine Entscheidung respektieren und will versuchen, dir zu helfen. Zwar verstehe ich nicht ganz, warum du bei dieser Entscheidung bleiben möchtest, aber ich kann trotzdem versuchen, dir zu helfen. Ich finde das alles nicht richtig. Ich denke nicht, dass du das Recht dazu hast, das zu entscheiden. Schon gar nicht ohne den Kindsvater. Ich kann dich dabei nicht unterstützen. Du bist auf dich allein gestellt. Geleckfett, was machst du denn jetzt? Ich tat dir ja gern helfen. Aber der Arzt ist tot. Ja, probier mal. Danke, Valentin, ehrlich. Deine Hilfe rettet mir vielleicht das Leben. Wenn du nicht mit dem Arzt sprichst, da die Therese in den Wald geht und keiner weiß, wie das ausgeht hat. Aber wenn du den Schweighöfer fragst, dann hilft er mir vielleicht. Ich muss dir leider nur sagen, dass ich auch kein Geld habe, um ihm zum zahlen und auch, dass die alten Herren sicher nicht begeistert sind, wenn sie mitkriegen, dass du mir geholfen hast. Es ist jetzt, also liebste Apollonia, ich mag dich. Du bist mir sehr sympathisch. Aber ich kann dir nicht helfen. Weil ich kann nicht sagen, ich komme wieder, wenn ich mit ihm geredet habe, weil mit ihm redet sich schlecht. In Zwei. Ordnung.
Ich schaffe das auch irgendwie ohne die. Aber bitte verrat mich nicht, sonst bekomme ich wirklich ein Problem. Geh jetzt bitte, ich muss mich um ein paar Sachen kümmern. Ja, es ist okay. Es tut mir super leid. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid, leid, leid. So, jetzt gehen wir schon ins Bett. Dann verzeihen wir am Herrn Bürgermeister noch schnell, was Sache ist. Jetzt bin ich wieder falsch gelaufen. Ich bin halt okay. So geht's rein ins Bett. So. Eingangstür zum Wirtshaus eintreten, schlafen bis zum nächsten Morgen und auf zum Bürgermeister. Aber der ist gleich benannt. Ich hab da eine hingespielt. Oh, da ist Katze auf dem Boden. Ist ja ekelig. Es füllt sich nicht mehr auf. Das haben sie gefixt. Schaut. So, der Bürgermeister war da hinten, glaube ich. Das ist eher so die Richtung Bürgermeister. Lappi. Aber wissen du es nicht. Wer weiß das? Da ist der Herr Bürgermeister. Da ist noch eine Truhe. Haben wir die schon aufgemacht? Gesundheit! Haben wir schon alles. Wunderbar. Okay. Dann. Der Grüßbarer. Bürgermeister Griesbacher wirkt angespannt. Immer wieder wirft er kurze Blicke über die Schulter. So, als erstes mal die 1. Der Leubel will was? Der Drecksack. Was glaubt er denn, wer er ist? Hat er jetzt endgültig den Verstand verloren? Unser Hoch würden solche Vorwürfe machen. Es reicht. Ich werde die Bürgerwehr zum Einsatz bringen. Diesen unsäglichen Behauptungen müssen wir entschlossen entgegentreten. Das Alibi des Fahrers zu überprüfen könnte ja dazu dienen, seine unanfechtbare Rechtsstaatlichkeit zu beweisen. Na, Herr Bürgermeister, so eine Aufregung ist doch nicht nötig. Das wirkt doch, als würden Sie die Kontrolle verlieren. Was was wagen Sie es, Gottes Entscheidungen zu hinterfragen? Die Rechtschaffenheit des Pfarrers wird sich in Gottes Willen fügen und zu erkennen geben. Und den finde ich eigentlich ziemlich geil. Aber wir machen 1. Das ist unfassbar. Guck mal die Weißwurst weg, dann haben wir das hinter uns. Oh. Und dann haben wir uns noch Wasser einnehmen. Passt das auch? Gut, Glück gehabt. Verlassen. Na gut, das mag stimmen, aber ich sehe mich trotzdem im Recht. Ja, was du nicht als 6. Aber dann bestätigen Sie das Alibi vom guten Herrn Pfarrer möglichst schnell und unauffällig. Das muss ja keiner mitbekommen. Machen Sie nur keinen zu großen Wind um die Sache. Okay. Und dann übrigens nur eine Kleinigkeit. Ich habe den toten Da ist Arzt gefunden. Schweighöfer, er hängt! Das kann doch nicht sein. Schmidt, was sagen Sie da? Meinen Sie das ernst? Na, macht noch Späße Der Mörder drüber. ist also noch im Ort. Er ist noch unter uns und er treibt immer noch sein Unwesen. Schmidt, geben Sie sich endlich ein bisschen Mühe. Das kann doch so nicht weitergehen. Der Bürgermeister Griesbacher wirkt angespannt. Immer wieder wirft er kurze Blicke über die Schulter. Soll ich dir behilflich sein nochmal? Jetzt muss ich sagen, ich hätte da was. Schauen Sie, der Hans Kirgel nervt mich die ganze Zeit. Irgendwas wegen Kegeln. Das wäre mir ja egal, wenn er nicht die ganze Zeit direkt von meiner Nase auf und ab marschieren und was ich hinschimpfen darf. Schauen Sie doch, was Sie da machen können. Echt jetzt, musst du mir verscheißern? Das ist was du mir noch aufs Auge druckst. Du bist der Hans Kirgel, oder? Bist du der Hans Kirgel? Hans Kirgel! Nee. Oh, da ist gerade was hergeploppt. Ein Kind ist da hergeploppt. Okay. Wir haben im Inventar, haben wir die Juppen eigentlich. Wir kannten die Juppen des Pfarrers einmal anschauen, untersuchen. An der Jacke fehlt ein Knopf. Das beweist zwar nicht seine Unschuld, aber belastet ihn auch nicht.
Das ist alles? Echt? Okay, ja, das ist alles bis, ne, die haben wir ja schon alle Pfarrerbeierle. Pfarrerbeierle meint, dass der Bibelvers niemandem zuweisen kann, darf fast jeder dem Ort eine Bibel besitzt. Der Pfarrer verweist die Haushälterin dann bestätigen kann, dass er nach Hause gekommen ist. Renate bestätigt, dass der Pfarrer gegen 21 Uhr nach Hause gekommen ist. An seiner Jacke fehlt ein Knopf, das beweist zwar nicht seine Unschuld, aber belastet ihn auch nicht. Naja. Solche Kuverts kann man in der Tradition, er hat am Tatabend um 21 Uhr das Wirtshaus verlassen. Pfarrer eine Beziehung mit seiner Haushaltshilfe, heute bla 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 bla. So, was steht denn bei uns an? Ich sollte dem Fahrer seine Jacke zurückgeben, ihr fehlt kein Knopf, das beweist. Ein Knopf. Ah, okay. Würde mich etwas vielleicht höre ich etwas über den Fahrer und seine Haushälterin Renate Oberlechner. Sicher hat Kathi eine Idee, wo ich etwas erfahren könnte. Das ist eine gute Ding. Glück im Spiel. War das einiges zum Dorfenfeld? Der dritte Schnied ist schon lang fällig. Das kannst du doch nach deiner Schicht machen. Sei nicht so ein träger Sack. Ärmel hochkrempeln und anpacken, sag ich immer. Das ritzt sich leicht, wenn man die Feldarbeit seine Knechte machen lässt. Ah, Nix, hab ich nur Kreisbad. schön. Mit dem Hans Gigel sprechen, um herauszufinden, was ihn beschäftigt. Das ist ganz in der Nähe des Bürgermeisters zu finden. Und hier, was ist mit dem Bibelvers auf sich? Nicht beim Toten gefunden habe, ja, das ist schwierig. Das ist auch das einzige hier in der Liste, was ich muss den Täter finden, bevor Herr Leubel ausrastet und einen Blümchenknopf startet. Okay. Also. Das nächste, was wir machen, ist mit dem Hans Gigel schmatzen und am Pfarrer Sajuppen zurückbringen. Und mit der Kathi reden. So. Genau das machen wir. Und zwar fangen wir an mit der Kathi. Ich finde das gut. Wir fangen bei der Kathi an. Kathi ist Wirtin, wenn ich mir recht entsinne. Mir juckt Nosen. Da ist Kathi. So, da. Sind wir schon da. Sollte euch die Folge gefallen haben, dann lasst mir doch bitte einen Daumen und einen kostenlosen Abo und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Mit Azak rein, wenn es mal was in die Kommentare schreibt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin, bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben. Weißes Haupts plus 1, Pfiat euch und Baba, Eier, der Feider.